Am frühen Morgen wurde Jesus vor die führenden Männer der Juden gebracht. Und sie berieten uns, wie sie mit ihm vorgehen sollten. Sie klagten ihn an. Da stellte sich der Hohepriester vor die anderen hin und fragte Jesus: Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Doch Jesus gab keine Antwort. Der Hohepriester fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Und Jesus antwortete: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Das war genug für die Juden. Das war Gotteslästerung. Jetzt war es klar, sie wollten Jesus umbringen. Nur ein Todesurteil, das durften sie selber nicht vollstrecken. Dafür brauchten sie die Zustimmung des römischen Statthalters. Und so brachten sie ihn zu Pilatus. Pilatus, hier ist Jesus. Sie brachten die Anklagen vor ihn, doch Pilatus fand nichts an Jesus, das gereicht hätte, um ihn hinzurichten. Doch was sollte er machen? Und er wusste, es gab eine Lösung, einen Trick konnte Pilatus anwenden. Immer am Passafest wurde ein Verbrecher freigelassen. Und er wusste doch, ja, dieser Jesus, der hat ja nichts verbrochen. Wenn ich ihnen anbiete, Jesus freizulassen, wird das Volk doch sagen, den lassen wir frei. Und so hat er gesagt: Komm, entweder Barabbas können wir freilassen, das ist ein Schwerverbrecher, von dem hat das ganze Volk Angst, oder dieser Jesus, der doch niemandem etwas getan hat, könnten wir freilassen. Doch das Volk schrie laut: Wir wollen lieber Barabbas. Lieber Barabbas sollst du freilassen. Jetzt war Pilatus in der Zwickmühle. Was sollte er noch tun? Und er fragte sie: Was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Und sie schrien: Kreuzige ihn! Aber warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie noch lauter: Kreuzige ihn! Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Und Jesus ließ er auspeitschen. Und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten brachten Jesus in den Palast des römischen Statthalters und riefen alle Soldaten zusammen. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf. Sie spuckten ihn an, sie knieten nieder und huldigten ihn. Und erst als sie genug hatten, ihn zu verspotten, führten sie ihn ab, ihn zu kreuzigen. Und dann taten die Soldaten etwas. Noch bevor sie ihn kreuzigten, sagten sie: Du hast so stark jetzt schon gelitten, jetzt kommt noch das Schlimmste, die Kreuzigung. Hier, Jesus, trink das. Sie gaben es Jesus zu trinken. Doch als es schmeckte, wusste er, was es war. Es war Wein gemischt mit bitterer Galle. Das sollte helfen, die Schmerzen einzudämmen. Das sollte helfen, dass Jesus nicht so leiden musste. Doch Jesus wollte gar nicht, dass sein Leiden verkleinerte. Jesus wollte sein Leben hingeben. Könnt ihr euch erinnern? Am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat es Jesus doch gesagt: Das ist mein Leib. Und ich lasse ihn zerbrechen. Ich nehme das Leiden auf mich. Ich will nicht betäubt sein. Ich will diese Bitterkeit auch nicht in meinem Leben. Ich gebe mein Leben aus freien Stücken für dich. Ich lade dich ein, so ein Stück Brot mal zu nehmen in deine Hand. Jesus
gibt sein Leben für dich aus freien Stücken. Er trägt unsere Leiden, er trägt unsere Verletzungen, er trägt unsere Schmerzen. Und genau an diesem Ort, wo wir dem gedenken, dass Jesus alles getragen hat, möchte ich dich einladen, Jesus dein verletztes Herz hinzustrecken und auch dein Körper und alles, was da ist. Jesus, du hast deinen Körper zerbrechen lassen für mich. Halt das Brot noch in deiner Hand und sing gemeinsam mit uns dieses erste Worship-Lied. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Jesus, wir strecken dir unser Herz entgegen. Unser ganzes Leben halten wir dir hin. Und jetzt, bevor wir das Brot essen, möchte ich lesen, was im Prophet Jesaja über Jesus prophezeit wurde, was er tut mit deinem Leben. Jesus wurde verachtet, von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts, dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus, heute nehmen wir das an in unserem Herzen, auch in unserem Körper, in all unserem Leiden drin. Wir nehmen an, Jesus, du hast den Preis bezahlt, damit wir geheilt und befreit und vergeben sein können. Und jetzt essen wir gemeinsam dieses Brot und nehmen an über unserem Leben, dass Jesus an unserer Stelle die Sünden getragen hat, die Schmerzen getragen hat und uns geheilt und vergeben hat. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein
was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt. Ich möchte dich einladen, deine Hand, falls du krank bist irgendwo, deine Hand hinzuhalten. Und sonst vielleicht ist es auch einfach dein Herz, wo du Dinge hast, die du Jesus nochmal hinstrecken möchtest. Und Jesus, wir geben dir diese Schmerzen ab. Schmerz für dich wurde bezahlt. Jesus hat es getragen. Jesus hat bezahlt. Jesus hat gelitten an meiner Stelle. Und ich spreche Heilung rein in dein Herz. Ich spreche Heilung herein in deinen Körper, damit diese Kraft vom Kreuz, die Kraft von Jesus Christus dich jetzt gesund macht. Amen. Und jetzt beten wir Gott nochmal an und singen gemeinsam: Jesus, du bist heilig. Jesus, du bist vollkommen rein, voller Liebe, voller Güte. Du bist heilig, Jesus. Sing mit uns. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Oh, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Wir ehren dich, Jesus, weil du bereit warst, den ganzen Weg zu gehen. Darum hast du es verdient, angebetet zu werden an diesem Tag, weil du den ganzen Preis bezahlt hast für uns. Amen.